Die Damen und Herren, erlaubt mir euch ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz zu begrüßen. Es geht heute unter anderem um die Sujets, die wir mit der Regierung an der Tripartite diskutieren oder darüber hinaus eine ganz Reihe von sozialpolitischen und wirtschaftlichen Themen, für die wir in den letzten Jahren damit abgetreten sind. Zuallererst mal die Reform vom Kammergeld. Ihr wisst, dass das Kammergeld neu definiert wird. Und du siehst, der wird da durch alles an einer Presse macht, du sich den Vergleich zwischen dem aktuellen Montant von der Allokation vom Kammergeld Mandoni respektive dem neuen Montant Unique, wo man dann muss feststellen, dass du sich bei engem Kant ein Gain oder ein Perd so ein Gain von ganz kleinen Gain entsteht und vom zweiten Kant ein Perd, die dann aber 64 Euro bis mit 4,400 Euro im Monat relativ substanziell ist. Im zweiten Tableau du siehst immer den Vergleich zwischen den Majoration d'âge, das heißt von 6 bis 11 Jahren pro Kant eine Erhöhung vom Kammergeld. Du siehst immer, dass die Montants nicht gleich sind. Und dann den dritten Teil, das ist dann den dritten Tableau, das ist dann die Allokation der Rentrée scolaire, die dann auch neu definiert wird. Man dann auch feststellen, dass vom zweiten Kant ein Perd entsteht, die dann aber auch substanziell wird, wenn ihr guckt, dass da 150 Euro Tür sind bis auf 630 Euro mit 4 Kammer respektiv und dann Allokation der Rentrée scolaire von 12 bis 17 Jahren entsteht auch vom zweiten Kant und Perd. Wenn wir dann den vierten Tableau gucken, wo man dann Resümee von den Gain von den Perten, das ist berichtet, also der vierten Tableau, da ziehen sich die aktuellen Kammer, die dann unter der neuen Majoration d'âge, unter die neue Allokation der Rentrée scolaire fallen. Da sehen wir, wenn man da ein Karriere von 17 Jahren eigentlich gucken, dann seht ihr, dass bei einem Kant ganz viele Gain du hast, auf dem zweiten Kant du sich eine Stagnation respektive ein Perd, die aber eine gewisse Substanz erreicht. Dann ist es so, dass wenn ihr dann im fünften Tableau das vergleicht, für Kammer, die dann komplett unter die neue Regelung vom Kammergeld fallen, dann ist es so zu gucken, dass ihr da aber beim Kant sich eine ganz leichte Steigerung wird. Auf dem zweiten Kant du leidet mit 14.000 Euro, 54.000 Euro respektive 93.000 Euro, sich bei ganz starken Abschnitten, die dann bis auf 26% können par rapport zu der aktuellen Situation können gehen. Dann Kammergeld wird also in der Realität aufgesetzt für die Kammer, die Nummer Kraft von dem neuen Gesetz geboren gehen, respektive die Allokation der Rentrée scolaire wird doch noch verschlechtert für die Kammer alle gut. Es gibt also die Familien Männer suchen für die Kammer zur Verfügung gestellt. Dabei stellt sich auch klar heraus, dass Familien mit mehr Kammer besonders schlecht wegkommen par rapport zu der Situation von heute. Außerdem gibt es noch immer kein Propos von der Regierung, wie diese Montant oder wie das Montant in der Zukunft soll und die Inflation angepasst werden. Und dafür fordern wir die Regierung ab, Kammergeld an alle Leute, die Montant wie die Majoration d'âge und die Allokation der Rentrée scolaire zu indexieren. Am Akkord vom 21. November 2014 mit zwischen den Gewerkschaften und der Regierung wäre sich von einem Mechanismus geschwärzt ging, wie bis heute kein Mechanismus. Wir haben der Regierung mit einem Brief vom 16. September dann Propos gemacht oder Topförderung und Regierung gestellt, für alle Bedingungen zu indexieren, die von 2006 nicht mehr indexiert werden. Wir lancieren noch als LCGB eine breite Informationskampagne über das neue Kammergeldsgesetz, aber besonders was die Auswirkungen auf Prestationen angeht. Wir haben
im Internet sieht eine Rechenmaschine abgesetzt, wo Leute können sich Situationen dieser ihrer Familie angehen und da gesehen, welche Auswirkungen die neue Regelungen dann auf hier spezifische Situationen Tabellen als Engsach an praktisch nur rechnen als dann enger. Ein zweites Element habe ich in der Introduktion gesagt, dass die Reform vom Congé parental außer der Not, die mir am April 2015 an der Tripartite vorgestellt haben, wo wir aber noch nicht gesehen. Das ist, dass kein Projekt de loi bis jetzt deposiert. Dabei ist dieses Projekt auch äußerst wichtig, weil die Konditionen für vom Congé parental zu profitieren sollen hier vereinfacht gehen. Das heißt, Minimum Schaffstunden muss von 20 auf 10 Stunden aufgehen, an den Wechsel vom Employer 12 Monate für drin, das heißt, du kommst die Höhe bei dem Employer schaffen, das könnte sich alles mehr flexibel gehandhabt, auch respektive auch die Wechsel vom Employer am Congé parental, respektive der Congé parental wird selber auch viel mehr flexibel gemacht, wir können davon zu profitieren. Außerdem wollen wir auch daran erinnern, dass die Allokation der Maternité und die Allokation der Education aufgeschafft sind. Das ist also bleibt nicht akzeptabel, weil Frauen, die nicht schaffen, weder vom Congé parental noch dann von dieser Prestation können profitieren. Die Regierungspolitik hat annonciert am Ende von der Familie monoparental gegen Kammerarmut zu agieren. Wir fordern an diesem Kontext ein globales Konzept, das Familien mit Kammer finanziell unterstützt, an den Leuten auch die Schule lässt, wie sie ihre Kammerbetreuung gestalten, sie das Congé parental oder aber komplett durchgehen. Komplementär zu dieser Evaluierungen, für die steht, die ganze zwei schaffen oder muss schaffen gehen, eine anständige Kammerbetreuung auf den Weg bringt. Wir haben das an einem Tableau resümiert, wo man sich mal alle die Evaluierungen zusammengefasst haben, was als Auswirkung von dieser Politik, dass also sich ein Spurmaßnahme, so wie sie heute gestaltet wird. Wir sehen aber auch, dass für uns ganz klar, dass von den letzten Jahren, 2006, die Entwicklung von der Allokation der Education und der Allokation der Maternité am Staatsbudget guckt, da sind da zwischen 75 und 80 Millionen Euro pro Jahr relativ stable Montant. Wenn ich gesagt, dass dann Dépenses, Prestations, Natur, für die Kammerbetreuung von dem selben Zeitraum von 4 Millionen Euro ab 280 Millionen Euro abgegangen sind, da stellt ihr fest, dass ihr noch eine Frage stellen, wir müssen die Kammerbetreuung abkriegen, das ist keine Diskussion. Wir wollen die Allokation d'Education dann aufschaffen, wir müssen nicht auf den Weg gehen, und die Leute Möglichkeit geben, für dann die Stärke, du hast noch die Kammer zu gucken, für die, die das wollen, für sich über TV auch Kammerbetreuungsstrukturen zu entlasten und du auch die Kostenpunkt, den du entwickelt hast, zum Teil aufzuhören. Ein anderes Element von unserer Pressekonferenz hat als Reform von der Assurance Dependance, die sich angekündigt ist. Wir müssen feststellen, dass die Mesuren, die die Regierung an ihrem Spurpakt 2014 dezidiert hat, also Kriterien an der Evaluation, die sich restriktiv gehen, das hat zu Problemen am Sektor von der Soins gefördert. Ich erinnere an die Situation von Health to Health, aber auch das, die Direktion von Health gemacht wird. Lo kann die Regierung Reform von der Assurance Dependance aber wir müssen feststellen, dass bislang keine überzeugenden Argumente da sind, bei der qualitativen Verbesserung von den Soins an dieser ganzen Reform umgeht. Das Reform riskiert dann einen rein finanziellen Aspekt durchgezogen zu gehen. So ein Approach ist inakzeptabel, weil es lange die Kosten von den Klienten, Patienten und den Salarien an diesem Sektor geht. Wir verlangen an dieser Reform einen qualitativen Mindeststandard referenziell, was Pflicht geht, für sicherzustellen, dass bei immer die Prestatären die Qualität von den Prestationen dieselbe bleibt. Wir mussten hier im Land zwei Flächendecken am ganzen Land anbieten, mit gleicher Qualität am ganzen Land anbieten, und evitieren, dass verschiedene Prestatären sich Korinthen aus dem Buch picken. Wir brauchen auch eine rigoröse Kontrolle von der Gestion von diesen Prestatären. Dabei soll neben dem finanziellen Volley auch einmal überlegt gehen,
wo Synergien sinnvoll sind. Wir schwätzen heute Vorfach von den Autos, die benutzt gehen, respektiv der Informatik und allgemein der Administration. Außerdem brauchen wir hier am Land bei einem wachsenden Anteil von Senioren an unserer Gesellschaft ganz einfach die nötigen finanziellen Mittel für ein qualitativ und menschlich Pflege zu garantieren. Dafür soll es kein Tabu sein, darüber nachzudenken, dass die staatliche Partizipation von den Depensen von der Assurance Dependance von 40 auf 45% wie der zeitweilig schwer klammen und in der Zukunft auch die Employerin und dieser wesentliche Assurance mit finanzieren. Wir werden dann noch auf eine Reihe von Projets de loi, wie zum Beispiel die Réemploi, die am Marco vom 21. November 2014 neu definiert wird. Die Lohnfortzahlung am Krankheitsfall, wo schon monatelang ein Text fehlt, aber konkret nicht passiert ist. 52 Wochen Thematik ist noch immer nicht gelöst. Und dafür muss evaluiert gehen, das Prinzip von der 52 Wochen Barriere aufzuschaffen. Und die Leute noch besser aufzusichern, was eine mögliche Entlösung am Krankheitsfall angeht. Wenn wir keine andere Lösung finden oder wollen finden, dann ist das die einzig akzeptable Konklusion. Im Bereich Maßnahmen gegen die Chômage wären wir froh, eine nächste Bilanz zu kriegen von dem Partenariat pour l'Emploi, die mit der UEL unterschrieben ist. Was wird diesen Akkord gebracht? Was tun die anderen Mesuren im Bereich ADEM bis gebracht? D'accord, le Martin Riemen, die Reorganisation von der ADEM und so weiter. Im Bereich der Plan Sozialen geht es da spezifisch um Klarstellung von verschiedenen Dispositionen. Erstens die Möglichkeit von gewerkschaftlichen Aktionen bis zum Streikrecht am Fall von einer Non-Konziliation bei einem Plan Sozial. Und noch besser gesetzliche Definitionen, was Zeitdauer angeht, diese moderne Schwammerke, die wir kreieren, dass wir von einer Entlösung betroffen sind, ein Plan Sozial oder nicht, und was den Zeitpunkt auch angeht, bis das Entlösung dann ausgesprochen wird. Da sind eine Reihe von Problemen auf verschiedenen Sozialplänen entstanden, die für die Leute, die da konzerniert sind, ganz beliebt sind. Wir brauchen Verbesserung vom Kündigungsschutz am Fall vom Licenciement économique. Wir brauchen nicht stärker Indemnisation am Fall von der Licenciement abusive und einen besseren Kündigungsschutz, wie ich das schon gesagt habe, am Fall von Krankheit. Was die Entwicklung vom Chômage angeht, so stellen wir fest, dass alle Gründen die Mesuren, die die Regierung an den letzten Jahren besonders am Kader für die ADEM geholt wird, nicht fertig tun oder nicht fertig bringen, den Chômage signifikant aufzukriegen. Von daher die Statistik kurz gesehen, da stellt er fest, dass man auf der Seite die Entwicklung vom Emploi Salarié intérieur und da sehen wir, dass die in den letzten 10 Jahren ein Plus von 23% entwickelt wird. Und derselben Zeit, als Demande sind Demandeurs d'emploi résident 89% geklommen. Wenn die Daten mit den Mesuren, die Rotkurve, die dritte Kurve, im ersten Diagramm innen, die rote Kurve, dass die Leute, die an Mesuren angeschrieben sind, die also sich dann nicht die drei an Chômage gerechnet, die sich an einer Beschäftigungsinitiative quasi über die spezielle Kontrakt tun, was mehr aber als prekäre Arbeitssituation bezeichnen. Das heißt, die sind auch rund 30% geklommen, sodass von den zwei Mesuren, die zwei Zahlen zusammenrechnen, immer deux Emploi, plus die Leute, die an den Mesuren angeschrieben sind, stellen wir fest, dass wir eine Entwicklung haben von rund bisschen mehr wie 70%. Wir stellen also fest, dass wir zwar erfahren, dass wir Arbeitsplätze fertig tun, dass wir die Chômage mehr wie halb um 1,7 Mal abgesetzt haben. Das ist also sich eine Situation, die wir nicht akzeptabel fanden und die wir sich pervers fanden. Ich habe immer gesagt, dass ein atypischer Lützburger Arbeitsmarkt, wie die Leute, die da konzerniert sind, riskieren, eine ganze Generation zu verlieren. Wir kommen also nicht ernst. Weisen das ganz klar. Eine Diskussion über die Entwicklung von der Ökonomie sozial und solidär am Land zu führen. Wir haben eine Reihe von Modellen auf den Tisch gelegt, die noch vielleicht noch andere, die wir durchdiskutieren. Das für die Leute, die schwer oder gar nicht mehr um echte Marche zu platzieren sind, eine sinnvolle Tätigkeit können zu gehen, mit der sie können aber dezent leben, und schlussendlich auch die Existenz an die von ihrer Familie, mit der sie die können finanzieren, respektive aufsichern,
Und das auch für junge Leute, die schwer qualifiziert sind, überhaupt ein Entree auf den Arbeitsmarkt zu geben. Schlussendlich noch ein Wort zur Steuerreform. Wir müssen feststellen, dass die Foren an den letzten Jahren, die gelegt sind, für das Budget an Equilibre zu kriegen, weil einseitig von den Salarien an den Rentner hier am Land angefordert sind. Wir erinnern hier an die TVA-Regelung an die 0,5% Übergangssteuer und auch auf der Absetzung vom Spitzensteuersatz, den aufgrund von der Gestaltung von Lützeburger Barre nicht mehr Spitzenverdiener treffen. Wir fordern also eine klare Entlastung von den Salarien an den Rentner durch die Steuerreform. Dadurch, dass wir zuallererst die Steuerbarren regelmäßig mit Inflation passen, dass wir die Progression vom Steuerbarren nicht flach haben, dass die Progression nicht flach geht, und der Spitzensteuersatz dann also auch nicht spät recht zum Drohen kommt. Am Gegenzug können die ja dann auch vielleicht ein oder zwei Steuerklassen draufsitzen, also der Spitzensteuersatz regeln. Steuerklasse 1a muss überprüft gehen, natürlich auch, wie viel Grund allgemein gesagt an der Progression, oder aber aufgeschafft gehen, weil heute Frauen und Männer respektive Familie monoparental ganz stark favorisiert. Am Bereich von den Steuerklassen 1a und 2 muss auch darüber nachgedacht werden, ob man 12 von der Kammer auf Betrug zählen. An der Barrieren abschlüsseln, nur die 12 von der Kammer, die am Stuhl leben. Ich will nur erinnern, dass der 2007 aufgeschafft ist, wie dem uns Boni d'Enfant angefordert gesehen. Wir stellen aber fest, dass auch die Monte an angepasst sind und dass durch die neue Politik um Kammer geht. Wir nehmen vom Boni d'Enfant gestartet, wir nehmen von einem Monte auf die Kammer geht. Also stellt für uns schon ganz klar froh, ob wir da nicht Steuerklassenaffäre in der Zukunft, also dann 12 von der Kammer am Stuhl, berücksichtigt. Aber schlussendlich, weil diese Steuererklärung selber umgeht, wir müssen Monte von den Appartementen, die dann wird angepasst werden, Schmengen, die sind mehr wie 2 Dezenien nicht mehr nachgeguckt gehen. Das sind alle die Appartementen, die in für Assurance, Logement und so weiter. Und das ist eine ganze Diskussion um die Ausrichtung von der Sozialpolitik und die Reform von der Steuerpolitik können die Employer und die ihrer Responsabilität nicht entziehen. Betriebe brauchen für ihre Entwicklung exzellente Infrastrukturen. Und zu dieser Infrastruktur gehört neben dem Straßennetz, dem IT-Bereich und so weiter, für uns auch ganz klar als soziale Modell, das all seine Bestandteile. Und da haben die Employer auch ihren Undeel und Erfahrung zu geben. Eine Welt, wo die engen Beneficer, die der Wirtschaft gehen, einseitig verdienen, und die anderen responsabel sind für den Kostenpunkt zu drohen, so eine Welt refusieren. Beneficer, die noch besonders für die Salarien an den Betrieben erschafft. Also muss auch der Kostenpunkt, den sich aus der sozialen Verantwortung von den Betrieben geht, von diesen Betrieben machtbedroht wird. Die Regierung hat die letzte Woche annonciert, dass sie sich von einem externen Consulter beraten lässt. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung von unserem Land neu zu gestalten. Der LCGB hat schon 20 Jahren ein neues Businessmodell für Lützeburg angefordert. Die Entwicklung in Europa in den letzten Jahren weist klar, dass nicht die Politik rüber ist. Wir brauchen also ein neues Businessmodell für Lützeburg. Das beste Beispiel, wo wir für die Stufschaffen von Bankgeheimnis Lützeburger Finanzplatz wird sich grundsätzlich verändern, und dann auch nach Rapport von der Finanzplatz und der Staatsbudget. TVA und E-Commerce aus am Gang der Wäsche zu fallen, Rezepten dem Tanktourismus zurückrückt. Wenn das Rezepten in der Zukunft komplette Wäsche fallen oder zurückgehen, müssen wir verstärkt neue Aktivitäten auf Lützeburg kreieren, für unsere Ökonomie zu stärken, das Budget weiter zu alimentieren und das Sozialmodell zu stärken. Die Lehre aus der Stahlkrise an den demolischen Strukturwandel von unserer Ökonomie, als die, dass wir unser Sozialmodell gestärkt haben und dafür auch demals die nötigen finanziellen Mittel hatten. Wir haben ja auch 2008 durch die Finanzkrise am Niveau vom Chômage, respektive Chômage partiell, eine ganze Reihe von Dispositionen geholt, für die sich die Leute an die Betriebe entgegenzukommen. Die Stärke vom Sozialmodell als ein neues Land den ähnlichen Weg aus der Krise. Für dieses Sozialmodell können sie finanzieren, muss ich mir oder am besten mehr neue Sektortochteren entwickeln. Wir denken durch und Logistik, aber auch eine Neubewegung vom Industriesektor,
wobei se Staat europäisch produktiv Betrieber Produkt mat einer heger Valeur ajoutée bezählen muss. Wir brauchen sicherlich ausländische Investisseure, die an Firmen raklammen oder neue Firmen gründen. Das ist auch eine Voraussetzung, dass der Lützeburger Standort gestärkt und weiterentwickelt und nicht aufgeregt. Lützeburg braucht auf ganz E-Sektor, die Rezepte produziert. Besser wäre aber, wie gesagt, ein Rutschfußsektor, weil ein zu viel groß Aufhängigkeit von einem Sektor auf lange Dauer auch nicht gut ist. Und wir haben die Lehre an der letzten Jahre und 2 Monate zu. Außerdem stellt auch froh, sich wenn wir als Trobagestalt kriegen, dass Decisionszentren für viele Betriebe nicht mehr zu Lützeburg sind, muss ich mir die Lützeburger Standort anders verkaufen. Den LCGB fordert hier am Land die Entwicklung von einem ökonomischen Modell, den auf die Inklusion setzt, den also alle Menschen hier am Land erlaubt teilzunehmen, sie auf der am politischen, ökonomischen oder kulturellen Bereich. Ein Modell, den also keiner auf der Strecke lässt und auch natürlich ganz besonders alle Menschen einen sinnvollen Tätigkeit erbisch erlaubt nutzen. Die Damen und Herren, erlaubt mir aber wohl zur Situation bei der Carbolux zu suchen. Auch von der Carbolux ist schon ein neuer Look, mit Comicfiguren viel schön präsentiert. So ist aber leider so nicht viel Schönes über diesen Betrieb zu suchen. Und Punkt der Sicherheitskultur ist da kein Tippelchen zum Besseren verändert. Ihr fand an unserem Pressedossier den Brief, den mir und der Staatsminister geschickt haben, als in Genf. Es wird wirklich lamentabel, dass für diesen Incident passieren muss, ist reagiert. Wir fordern nicht anders, wie das Direktion de l'Aviation Civile stellen, dass sie klar sieht, entweder und Bedenken von der Salarie sind die richtig, und Carbolux muss eine Reihe von Mesuren für andere Propositionen gemacht, oder Bedenken von der Salarie sind sich nicht richtig. Ich möchte gerne eine klare Stellungnahme von der Direktion de l'Aviation Civile. Wir fordern das der Woche damit. Wenn die Silence administrativ von der Direktion, von der Administration weitergeht. Sie mehr der Meinung, dass wir die Administration können aufschaffen. Da soll man sich mit den Notbeständen gucken, um Akkorden zu machen, das war für ein Land, das man sich Statute könnte, ich würde zu subtraitieren, mit dem man das gemeinsam könnte machen, dass die das für uns können machen. Und wir sind der Meinung, dass das ein ganz sensibel und delikates Sujet ist. Dass es nicht an der Reihe ist, dass ich über Wochen, Monate, ich will nicht so Jahren, das ist kein Antwort. Lasst mich für aufzuschließen, ich kann nicht ernst, ich muss die Sujet ausschwärzen, leider soll es gut umherzen, sowohl die Flüchtlingskrise, an der Flüchtlingskrise, an Europa, hier am Land, müssen Menschen an den Mittelpunkt gesetzt. Es geht hier ganz einfach darum, für die absolut indispensable Hilfe zu richten. Das besonders was nicht denken. Natürlich brauchen wir aber auch dann die nötigen Konzepte, was die Integration von dieser Welt angeht. Aber erlaubt mir das Remark, den Akkui von neuen Machtbürger als für Lützeburg kein neues Element. So eine Merci für Aufmerksamkeit, merci, dass ihr mir Zeit von